Salut und herzlich willkommen bei Teller voll Mostert 2.0 und es ist NRW für heim und ich wollte ein bisschen so kleine Vlog machen über verschiedene Sachen, wo wir noch gerade an den Sinn kommen sind, wo ich mir denke, was Kind eventuell aber interessant gehen, weil ich hatte die Video abgeladen über Diablo Immortal, wo ich ein bisschen über die ganze Situation geschwärzt habe, wo ich das Ganze ein bisschen erläutert habe, was Blizzard dazu gesagt hat, wie die Leute darauf reagiert haben. Und da sind nämlich auch verschiedene Sachen, die da geschieht sind, unter anderem. Ich wollte nicht einen riesigen Aufwand machen, da habe ich gedacht, okay, mach das wie viel heim. Da fährst du am Auto und dann hältst du das vielleicht ein bisschen auf, weil du gerade die Gedanken die durchschwirren am Kopf an. Blizzard hat nämlich vor kurzem, sie hat ja die Pressekonferenz gemacht, wo sie so geschwärzt haben, dass sie hier beste Entwickler von ihren Franchises, von ihren Spieler auf Mobile Gaming gesagt haben. Das Problem ist, dass das ganz ein bisschen sich verschlimmert hat und dass der Aktienkurs im Moment noch mehr gefallen ist. Und nicht nur Blizzard, aber auch EA, die haben über 41% Aktienkurs verloren, wo sie bei $147 pro Branche waren, sie gefallen auf $86. Was weiß ich das? Das weiß uns süß das, was ich befürchtet habe, was einerseits auch gut ist, wie das Leute auch wissen, hey, wir lassen uns nicht mehr ausscheißen. Und es weiß uns auch das, dass mit den Mikrotransaktionen die ganze Knasch, dass das irgendwann müssen ausachten. Weil, wie ihr wisst, aus nicht nur Mobile Gaming, wobei Mobile Gaming ja am Anfang der Nonplusultra aus mit Mikrotransaktionen, gell? Also ich habe noch vor kurzem noch ein Spiel gespielt, das nennt sich Smashing 4. Und für du wirklich richtig weiterzukommen, dann ist sie bald gezwungen, an die Mikrotransaktionen teilzunehmen. Also weil du nicht gerade ein Daily ist, wo da gesagt wird, hey, süß für $2 kriegt das und das und das. Wenn ihr also ein bisschen so guckt, was da so für Preise sind, dann muss der Preis bis €100 für pro Edelsteine zu kaufen. Und dann denke ich mir so, €100, wo ein Spiel, kriegst du pro Edelsteine, du hast geklagt, die sind dann innerhalb von ein paar Sekunden verballert. Am Nachhinein hast du dann für die €100 nichts Produktives gekriegt. Versteht ihr, was ich meine? Aber wenn ich so gucke, was du aber für €60 respektive €70 kriegst, Red Dead Redemption 2, ein super Spiel, kostet €70. Du bezahlst einmal und du hast das Spiel, du kannst es von 4 bis 9 spielen. Und dann hast du wirklich so an den Kopf geschossene Preise, wo ich mir wirklich denke, muss das wirklich sein? Muss das so weit gehen, dass die Leute Hunderte von Euro ausgeben für ein Spiel, was am Anfang von der Produktionskosten null an nichtig ist. Und aber die Leute aber noch immer da müssen dran investieren. So, was ich aber will sagen ist, EA hat den riesen Kurs-Downgrade gekriegt, weil die Leute mittlerweile mit Portemonnaie anfangen. Das ist das, was ich auch am letzten Video gesagt habe. Die Leute anfangen mit Portemonnaie. Aber wieso anfangen sie mit Portemonnaie? Weil sie es genug haben. Weil immer mehr auf Mikrotransaktionen gesagt wird, für ein Spiel zu monetarisieren und nicht einen einmaligen Deal mehr ist. Das heißt, das ist nicht wie früher, wo du PlayStation 1 oder PlayStation 2 hast oder whatever, Nintendo, Super Nintendo, all die Generationen von Gaming, wo du ein Spiel kaufen und dann war das. So. Mittlerweile kosten Spieler, Produktionen von den Spielern, AAA-Spieler,
die kosten Millionen. Und dabei wollen sie dann auch natürliche Geschäfte noch machen. Das heißt, da geht der Preis für 60 bis 70 Euro pro Spiel nämlich durch, für die Kosten zu decken. Und da kommen dann so Sachen wie DLC, Mikrotransaktionen. Und da haben wir das Problem. Da geht nämlich natürlich so Sparte von dem Problem. Du hast die Sport Vollpreistitel und Free-to-Play-Titel. So wie Hearthstone zum Beispiel, also Free-to-Play-Spiel, du kannst du dem auch ohne Investment von Geld kannst du den Stunde spielen. Was du Geld drin investierst, hast du natürlich Möglichkeit besser Karten zu kriegen. Das ist ein Card Game. Da denken sie sich, okay, das ist normal. Das sind so vielleicht die Nehmen und Namen. Das ist auch früher, wenn ich dann mal die Panini-Bilder an die Karten gekauft wird, wo war doch immer Basketquaten von der NBA oder so, die würde ich auch ein bisschen kaufen, für dann das Sammelalbum voll zu kriegen. Das muss so sein. Dann denke ich noch, okay, du hast eine Situation, du kannst noch ein bisschen drüber weggucken. Dann hast du aber Situationen, wo du dann Vollpreistitel hast, wie den Battlefront 2, wo dann einfach nach Mikrotransaktionen dran sind, wo du da kannst spielerisch Vorteile kriegen. Und du denkst mal, du geht es zu weit. Sobald ein spielerischer Vorteil ist, par rapport von anderen, die dann kannst du investieren für Mikrotransaktionen, denkst mal, du hast Grenz überschritten. Und das hat sich eben mittlerweile so krass manifestiert an den Spielern, dass ich mal wirklich nicht geduld, dass es so lange gedauert hat, bis die Leute da reagieren. Ich bin ganz ehrlich, ich habe wirklich geduld, das geht mich schnell gehen. Aber wir sind aber auf dem Punkt, wo die Leute wirklich mein Portemonnaie anführen. Und das weist sich dann noch auf den Aktienkurs von EA, Blizzard, Co. aus, wo es wirklich steil aufgeht. Voilà. Und was bedeutet das für die Gaming-Industrie allgemein? Die eng soen dat der kritzegem, dat beroecht segem. An die aner soen, dats dat awer een relativ schlimmen Zostand ass, weil ja net nëmmen pu Dollar si mir hageet fig an Hunderten vun Milliarden vu Dollar, die de Speif ginn momentan fir so eng Industrie. Wat bedeit dat lo? Dat bedeit nicht mehr, wie wenn den Trend bleibt an die Entwickler nicht mehr auf ihre Portemonnaie gucken, mir auch mal nur den Spieler gucken oder den Gamer gucken, dass eventuell wirklich das darum geht. Dazu nicht schon nicht. Wenn sie da den anderen Trend beibehalten, dass sie mit ihren Mikrotransaktionen weiterführen, dann sonst noch die Leute Geld aus der Nüsse ziehen, da werdet immer mehr aufgehen, weil die Leute haben gesagt, die ganze Zeit nehmen Geld zu investieren für Produkte, die sie schon bezahlt haben. Und wenn das weitergeht, dann kann es natürlich vorkommen, dass so eine Firma Insolvenz möchte. Und das sind verschiedene Dealer von ihren Kooperationen, weil ihr ja schon ein Deal, die Schwesterfirmen, sie haben noch High abkauft, das sind so verschiedene Sachen, da müssen sie verkaufen, für dass sie die roten Bereiche mal immer in den grünen Bereich kriegen. Und das bedeutet dann noch Arbeitsmarkt, so viele Leute, die arbeitslos sind, die da an einen Platz müssen sich gehen, so viele Hunderte von Entwicklern, die da keinen Beruf mehr haben. Also das wirkt sich ich will nicht den Teufel auf die Mauer malen, aber Worst Case Szenario kann es sein, dass wenn der ganze Trend wie lo ist weitergeht, dass es dazu führt, dass wirklich, dass sie müssen insolvent aufgehen. Und dann geschehen eben die Sachen wie hier entlosen, du entlosen, an Hai bisschen Rufschrauben, du bisschen Rufschrauben. Da merkt ihr dann noch ein bisschen der Qualität der Spieler. Dass die Spieler dann nicht so gut gehen. Und ja, dabei könnt ihr auch noch dabei, dass viel
Investoren hochsprangen, die eigentlich auch dafür geduld sind, dass so große Firmen Geld behalen an Shareholders und so, gell? Wo das alles bis hochfällt, das ist wie Quartespiel, wo den ewischen Turm bis fällt, da fällt immer alles aus sich zusammen. Und das wird höchstwahrscheinlich, ich hoffe nicht an dem aus muss geschehen, aber das kann aber vorkommen. Das wollte ich noch dazu sagen. Ich mache vielleicht ein Update-Video, wenn ich mir ruhig bin daheim. Ich gucke mal, wo die Sachen ein bisschen daheim, wie es weitergeht, und dann handle ich im Kuchen. Vielmals merci fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.